egal wer die vom Klimawandel hält, muss ich so bewirkt Wunder. Weil die Zeit, wo man lo gesehen, dass LAP sich besonders für Trennung von Kirche und Staat ersetzt, gesehen man, dass man am Diesburg an Schule geht, für den Papst die Enzyklika zu erklären. Und das fand ich schon ein remarkables Resultat und verstehe den, dass dadurch die Parteien sich vielleicht nicht immer so gut verstehen in letzter Zeit. Ich will aufhängen an dem Herrn Cox, merci so ich wollte dem Herrn Cox merci so für den Rapport, den er gemacht hat. Auch von allem auch dem Sekretär von der Kommission, dem Herrn Oesch, für all die Arbeit, die nicht vor der ganz viel der letzter Zeit gelegt ist. Die Kommission, die man noch hat, die Sous-Kommission, die hat eigentlich auch als Aufgabe, den Rapport von der Cour des Comptes in sich, auf den sich heute ein paar Mal bezogen ist, mit dem Rapport, den ist nie in sich gehen. An der Sous-Kommission ist einfach kritisch gewesen zu der Klimapolitik, die proposiert wird, und das nicht zu der Entrevue kommt, wird mir bedauern. Das ist eine allgemeine Bemerkung. Ich meine, kein Mensch stellt in Zweifel, dass der Klimawandel gibt. Das ist klar, den ist immer gehen. Es gibt aber große Differenz de vue über Ursachen, d'Envergure und Konsequenzen vom Klimawandel. Und es gibt auch keinen allgemeinen Konsens über den Klimawandel. Dafür ist aber ein ganz wichtiger Enjeu mit enormen materiellen Konsequenzen für die Leute, auch für die Industrien. Und das wird heute diskutiert, das weist ja auch darüber hin. Dafür hat der DDR auch gesagt, wir sollten eine Kontroversdiskussion haben, wir sollten noch andere Point de vue in einer Diskussion mit abfließen lassen, das ist aber nicht geschieht. Wir hatten zum Beispiel proposiert, der letzte Spezialist an der Person, wo wir Professor Mersens invitiert, und das nicht invitiert gehen. Übrigens auch CSV oder gehen für irgendeine andere Meinung an als Kommission zu invitieren. Weder die Cour des Comptes noch Spezialisten, die eine andere Meinung vertreten. Und das ist eine Kultur von der Pensée unique, und die ist nicht zu justifizieren, wenn ich gerne hätte, dass wir eine Debatte feiern, dass wir gerne wissenschaftlich Arbeit machen oder auf jeden Fall auf wissenschaftlich seriöse Basis, da muss ich auch andere Meinungen können zulassen. Es ist nicht uninteressant, dass, wie gesagt, die Konklusionen vom GIEC oder vom IPCC immer vorgestellt gehen. Der Rezentbeispiel, das ich gesehen habe, vielleicht das Rezenz, wo das von der Société de Calcul Mathematique von Paris, die Graduierung, also die Rastermodelle nur gerechnet wird, und die zur Konklusion kommen, il n'existe aucun fait, aucune donnée, aucune observation qui permettent de conclure que le climat soit détraqué en quoi que ce soit. Das ist natürlich radikal anders, wie das, was vom GIEC propagiert wird. Aber vom GIEC, c'était Gremium. Les données utilisées sont délibérément choisies pour étayer les conclusions au mépris de l'honnêteté scientifique la plus élémentaire. Das just wird zu rappelieren, dass es verschiedene Wege gibt. Wir haben aber ein Institut gefragt, ein deutsches Institut, als gefragt, gibt eine Kontribution zu machen, das wird 50.000 € kostet, für ein Resultat, das ich kann vergessen. Das Stadtdecker ist dasselbe, ich kann bringen, viel besser wahrscheinlich, wie das, was man heute kriegt. Was auch schlimm ist, dass man Politik machen heute, und sich mit der Angst von den Leuten. Von den verschiedenen Sprechern heute, nur lauscht, da geht immer um Katastrophe geschwärzt und so weiter. Es kann sein, dass wir zu diesen Konklusionen kommen. Aber die erste Verantwortung in der Politik, als man so das mögliche Szenario ganz verantwortlich umzugehen und nicht Katastrophen und Mauer zu malen wie politische Agenden oder politische Interessen durchzudrücken, ob das massiv Steuererhebungen sind oder Elektoralsuccès. Wir als ADR, wir stehen auf jeden Fall für den Schutz von der Atmosphäre, wir stehen für den Schutz auch vom Klima, wenn es dann den Klimawandel gibt. Es gibt ja, man muss gucken, auf welcher Form, was Konsequenzen sind. Wir müssen das Prinzip der Präkaution gelten. Aber wir sollten uns auch ansetzen, dass Verschmutzung, da wo sie ist, kann zurückgeschraubt gehen. Aber auf eine vernünftige Manier. Das Kyoto-Protokoll, dem wir heute auch schon angeschwärzt haben, das ist 15% vom CO2-Ausstoß weltweit. Und sicher ist die Europäische Union. Weil 10% vom weltweiten CO2-Ausstoß ist die Europäische Union plus ein paar andere. Und sicher ist das Kyoto-Protokoll bislang nicht ähnlich gewesen wie also überzechen, aber am Kehr wie eine selber Erschränkung von der Europäischen Union. 75% vom Zertifikathandel als Europäische Union, wir nehmen 10% vom Ausstoß. Von mir also als Europäer noch als Lützebäuer. Hier gehen an die Konditionen, wie wir als Industrien immer weiter verschärfen. Da verschärfen wir an einer verschlechternden Konkurrenzsituation von Eisenindustrie par rapport praktisch zum ganzen Rest von der Welt. Dabei muss ich wissen, nicht dass ich das als Argument an will an Feld feiern, muss ich aber wissen,
wissen, dass zum Beispiel die Lützebauer Emissionen am ganzen Hundertstel von Millionstel Deler von der Erdatmosphäre sind, aber mit keiner wissenschaftlicher Methode, die uns bekannt wäre, überhaupt keine Nogewisse gehen. Trotzdem haben wir einen enormen Erfolg, und wir setzen uns hohe Ambitionen zu einem hohen Preis, aber wir müssen uns dafür freuen, als das zu justifizieren. Wir müssen die Ambitionen zum Beispiel, die als gesagt haben, wo minus 28%. Der Schweizer Energierat sieht, das wäre ein Fabel, dass das so viel heiß gewirrscht wäre. Cour des Comptes gesagt, das ernst. Cour des Comptes, die nicht wollt gesehen, oder die Präsidentschaft von unserem Arbeitsgruppe nicht wollt gesehen, die wird das aber kritisiert, das komplettement irrealist, und dadurch hätte wir Mechanismen flexibel holen, die als ganz teuer gingen zu Stock kommen. Am mehr hart nach, ich meine, Herr Nigri hat dort zitiert, la mise en place d'un marché de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, c'est avéré comme un échec. Das ist natürlich ein Jugement sans appel, ganz hart. Wir hatten nicht minus 21% bis 2012, mehr minus 8%. Ein riesen Unterschied. An Spezifizitäten von unserem Land, dazu gehört auch den Tanktourismus, die sind nicht an den Verhandlungsresultaten zu erkennen, die wir haben. Die 11% erneuerbare Energien, die an der Erleuchtung, an der Viergabe sollen dran sind, die sind nicht zu erreichen. 5% davon, das soll erreicht gehen durch Biocarburant, 5% Punkten. Von den 11%, das soll Biocarburant sein, wo das aber ein komplett unmoralischer Approach ist. Wir verbrauchen landwirtschaftliche Produkte, die wir die Ernährung auf der Welt brauchen, wie sie zu verbrennen. Außerdem, also es schon so gewirrscht, dass bei den Nahrungsmittelunruhen, der Krise, die wir für eine paar Jahre hatten, dass eben auch Biocarburant dazu beigedrohen haben zu einer Verknappung von Lebensmitteln, zu einer Verdeuerung von Lebensmitteln. Und wir gehen hier in der geringer Philosophie weiter, und wir hätten gern, dass den Ton nach erhöht wird. Wir können auch die 5%-Punkte mit den Biocarburant erhöhen. Beim Biodiesel ist sowieso auf 7% beschränkt. Aber bei den anderen, beim Bioethanol, haben wir gesehen, in Deutschland wird man Probleme beim E10 hatten. Elektromobilität, das nach ganz am Anfang, bei der Elektromobilität stellt sich genau dieselbe Strom wie der Photovoltaik. Du hast einfach den ganzen Energiebilanz muss geholt gehen. Bei der Elektromobilität Batterien von den Autos und so weiter und so fort. Und dann sollen dann den ganzen Energiebilanz für so alternativen Formen mal abzählen, für zu sehen, ob sie überhaupt können als alternative Energie kompetitiv sind. Genauso wie an der Landwirtschaft die Bioethanol, also die Biocarburant, da geht ganz tags mit Stickstoffdüngung behandelt, sodass das Lachgas in 310 Molmänglisch mehr aggressiv ist als Zerregas für die Kohlen, den CO2. Voilà. Dann haben wir die Möglichkeit für Investitionen im Ausland zu machen, wie das eventuell zu kompensieren, mit das so ein Export von Kapital. Wenn wir also so verhandeln, dass wir die Ziele nicht hier am Land können erreichen, aber wir können sie nicht erreichen, da gehen wir gezwungen, Kapital zu leisten, von unserer Leistungsbilanz zu exportieren, und Platz hier am Land können sinnvoll andere Mesuren eventuell zu machen. Wir gehen also, wenn die Decisionen geholt gehen, da am Kader von einer Decision sur la répartition de l'effort auf europäischem Niveau oder so, gehen wir uns bestraft dafür, dass wir ein kleines Land sind mit wenigen natürlichen Ressourcen. Wir können hier so etwas zu machen. Das trifft uns viel mehr hart wie große europäische Staaten, das ist also ungerecht. Nur zu 27% erneuerbarer Energie dreht, und das nicht erwerben, dass wir das irgendwie könnten erreichen. Alternativenergien heiß subventioniert. Mit Alternativenergien brauchen erstens fossile Brennstoffe als Backup. Sie stellen eine ganze Reihe von ästhetischen, landschaftsbilderischen Problemen bei der Wand, Räder ganz besichert zu machen, Pfullen an die Pflantermais dort. Ich mein Kollege Hahn hat auch schon darüber angeschwärzt. Und vor allem weltweit bringen sie nicht viel an der weltweiten Energieproduktion. Ich meine, am Blick auf Photovoltaik Potenzial 1% weltweit, an Wand 2,2%. Das ist nicht. Das also auf jeden Fall die Alternativenergien haben auf keinen Fall genug Potenzial von ihrer Leistung hier für fossile Energien zu ersetzen. War kein Wand ist, dann bringen 3 Wandräder gerade mal genug Energie wie eine Kaffeesmaschine. Also das ist einfach nicht realistisch. Wir von allem die Geringpolitik hat sich 2 große Konsequenzen. Die Alternativenergie können die anderen nicht ersetzen, auf jeden Fall mal nicht hier in den Gegenden. Wir sind 2 große Konsequenzen. Das erste ist, dass die Atomenergie weltweit ausgebaut wird. Auch das ist eine Konsequenz von der Anti-CO2-Mentalität. Wir haben an der Welt am Blick 1300 Bauprojekte für neue Atomanlagen.
Weil das logisch, weil eng Dekarbonisierung an eng Denuklearisierung, dat packt kein Land von der Welt, dat packt von allem kein Ökonomie croissant dat. Und dann die Konzentration auf Nofro, die lässt Doffer ganz außer betrücht. Wenn dir Nofro geht, da wollen die Leute, die Produzenten, die Produkte natürlich möglichst sehr lastig, weil Nofro langfristig auffällt. Das heißt, sie ganz viel Produkt Petroleum auf dem Markt, der Preis fällt. Es gibt mehr, der es verbraucht, CO2-Produktion geht runter und die alternative Energie geht nach mehr kompetitiv und muss mehr subventioniert gehen. Das ist die reelle Konsequenz von der geringen Politik als mehr Atomenergie und mehr Opfer von Produkt Petroleum. Als Ökonomie leitrenner, de Carbon Leakage, dat je net unbedingt dat eng Industrie oder abpakt an dann nicht von einem Land geht, aber das auch eng Decision wie net an Europa zu investieren, an dem Deel von der Welt, den sich so stark oplaren gëtt. Dat as sech eng logisch sagt, aber man verhandeln zu Paris soll als echt zuch sinn, dat als Industrien als Entreprisen ein Level Playing Field tun, dat probieren wir am Finanzwesen, wir sollten auch am Bereich von dem Klimaschutz machen, wie dat man als Entreprisen net gegen die anderen schädlichen. Wir haben als Land enorm Interessen am Luftverkehr, enorm Interessen an der Logistik, an die Regierung soll dafür sorgen, dass wir das Standbein von unserer Ökonomie nicht auf vorbringen, nicht auf vorbringen. Der Strom in Europa ist 30% mehr teuer wie in den USA, an alles das sind Kriterien, die man müssen gucken. Persönliche Freiheit ist auch ein Gefahr, nicht nur, dass man lo vier geschrieben kriegen, wie man muss wohnen mit den Passivhäusern, ohne auf mögliche Schild aufzupassen wie Schimmel an einer Sache. Mit dem Smart Metering bringt auch die persönliche Freiheit an Gefahr. Eine Partei, die man gegen die Vierradspeicherung als für die Gering, die hat aber kein Problem damit, für ein System zu machen, den theoretisch all Konsument an all Haus kann genau kontrollieren. Es geht dann auch geschwärzt von einer Vernetzung von dem Klimapakt nach My Energy. Und das ist also ein Kontrollinstrument für die Bürger. Wir als ADR hätten aber gerne, dass das Gesetz gemerkt wird, wie du all Missbrauch zu verhindern. Die Geringen sind interessiert und eine Mentalitätswechsel an dem Projekt Leenorts Nachhaltigkeitszertifizierung wie Wohngebäude. Da geht es zum Beispiel auch die Idee, wie kollektiv Reim anzufeiern an ähnliches mehr. Schon auf dem neuen Artikel, wenn einem geringe Gemengen Ratsmember gelesen, die schwätzt für Bürgerkommunen, die gehört, gut, das sind alles Ideen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Föderation des Artisans, dass sie nicht der DR auch sieht, das wäre ein Excès de Seele, und das ist wirklich das Monster, der kann dazu sagen. Wir haben eine Verdeuerung vom Strom, und ich komme nach Donald zurück, eine Prekarität Energetik, an die Prekarität Energetik, das ist auch eine Konkurrenz von der höheren Belastung von Energiepreisen durch immer mehr gering steuern. Und dadurch kommen Leute ja an eine Situation, wo sie ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können. Und dann hören wir, dass die gering keine Vermischung von sozialer und ökologischer Politik wollen. Ich übersetze das so, dass das eine Partei ist, die nicht will mit den sozialen Konsequenzen von ihrer ökologischen Politik konfrontiert gehen. Verschiedene Assoziationen am Land wie Torresca, die haben gesagt, es wären unsinnig Sanierungen an alle Gebäude, die thermische Isolation an Heizungskraften, die wären alle Gebäude überhaupt nicht so zu realisieren. Das tun wir zur Kenntnis, und ich glaube in den Leuten, dann schmeckt es auch wichtig, dass wir auch am Interesse von Funktionament, von unseren Noteilen und so weiter auch durchgängen zurücktreten von zu viel übertriebene Vorstellungen. Finanzen. Wir müssen noch wissen, dass die ganze Klimapolitik enorm teuer ist. Wir haben den Klimapakt, den Fonds Klimaenergie. Wir haben die Idee von der Additionalität von den Klimakosten par rapport zur Entwicklungshilfe, die andere Länder nicht applizieren. Wir geben $5 Millionen an den Klimafonds weit mehr proportional wie die allermeisten anderen Länder. Wir haben die Regierung sieht 120 Millionen will sie investieren bis 2020 für Zertifikate. Bis 2020 muss man 35 Millionen Euro ausgehen, und so weiter und so fort. Das ist eine enorm teure Politik, die nicht viel bringt. Und die Steuerlast, die damit verbunden ist, ist auch hoch. Die Frais de réseau, de contribution, Mechanismen de compensation sind nie leer. Das wird alle Ménagen müssen mitdrohen, de manière disproportionnée, und das kontribuiert eben zu der Prekarität energetik, an der viele Leute leiden. Und dann haben wir noch, der CSV auch, wie auch die geringen Steuererhebungen von CSV hat gesagt, im Januar an einer Sitzung,
dat Draxise soll an Lucht setzen. Es schon mal probiert abzuschreiben, wieviel Steuererhebungen am Blick am Gespräch sind an dem Kontext von ihrer geringer Politik an dem Klimaschutz. Es sind op 8 verschiedene Steuern kommen Zeit nicht wie die abzuzählen. Der Turmes schwätzte Gouverneur kompletter Reform von unserem Steuersystem und ökologische Kriterien. Den Tanktourismus ist auch so eng. Mün die Studie nie krit über den Tanktourismus. Es ist komplett unsinnig, den Tanktourismus aufzuschaffen, wenn man dadurch überhaupt nicht meiner Konsumation und ich würde just als Staat zuen. Wenn das nicht reflektiert wird, an unserer Klimabilanz dann noch schlecht verhandelt gehen. Da soll den Traité so geändert gehen, dass das nicht gerechnet wird. Aber das doch der Umwelt komplett egal, wo du getankt wird, mit unserem Budget, also nicht egal. Auch die Energierat, die nicht mehr bannen aus, den ich schon gesagt habe, hätte differenziell die Prix viel mehr klein, also auch da, ob der Benzin, ob Diesel und so weiter, sollen Steuern erhöht gehen. Eigentlich sind die gering, die vorbei weitem die Deiers Partei hier am Land, wenn es Käste wie die einzelnen Leute geht. Sie gehen Steuererhebungen als ADR, aber wir hätten noch gehört, dass die Notion dem Klient vulnerabel angefeiert wird, weil das nötig bei so vielen Leuten, die hier Stromrechnungen nicht mehr können bezahlen. Für Lützeburg ist es froh überhaupt, ob man an Notionen von Energiebilanz oder von CO2-Bilanz können rechnen, compte tenu von der Exiguität von unserem Territoire, wir sind terribel energieaufhängig, und es wäre interessant, für vielleicht Klimapolitik nur anderen Kriterien zu holen, nämlich auch in der Berücksichtigung von der Leistungsbilanz an der Energieaufhängigkeit. Wir hätten gerne als ADR, dass wir zurück zu ökonomischer Vernunft kommen, dass wir klar und kompetitiv Konditionen für die Industrie erhalten, dass man steht nicht mehr belastet wie lo, dass man nicht mehr das subventionieren, was als Industrie naissant hier im Land wirklich ist, an der geringen Industrie, also verschiedene Bereiche, von der Solarzellentechnik, auf der Wandkraft, dass man die Prix d'Injection Garantie regelmäßig überprüfen, weil am Blick nicht mehr am Verhältnis steht zu den wirklichen Marktpreisen von der Energie. Wir denken, dass wir die EU-Kompetenzen an dem Bereich sollten auf das beschränken, was wirklich EU-weit muss gemerkt gehen. Das ist die Approvisionnementspolitik, die Energieunabhängigkeit von der Europäischen Union und transeuropäische Versorgungslinien. All das ganze Recht wäre besser auf nationalem Niveau wie auf europäischem Niveau. Wenn Umweltschutz wirklich will machen, den soll Beem pflanzen, soll nicht den Tramschap an den Gringewald setzen, soll, ja, Herr Präsident, ich gesehen, dass ich muss in den Schluss kommen. Soll auch nicht eine Pelletheizung setzen, wo eine funktionierende Gasheizung wäre, der Beispiel am Mai, mit die Spuren nicht mal lo, weil ich Zeit nicht mehr habe, eine Konklusion. Wir haben eine Diskussion, das ist eine Pensée unique. Und das ist schön, weil es gegen sich lohnt, wirklich mehr breit zu denken, einmal vieles zu überprüfen, was hier vorgebracht wird. Es wäre ein Gefahr für Lützeburg, für ein Klimagesetz von dieser Regierung zu kreieren, weil das für ein Gesetz gegen die Ökonomie, gegen den Staat, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die sozial schwach, die schützen, weil die gehen am Blick terribel getroffen durch Desindustrialisierungspolitik, durch mehr Steuern, und noch durch sozioökologische Pressionen, durch die Suffizienzkonzepte und andere, die am Blick sind. Das ist eine Politik von Dirigismus, der Staat dirigiert, eine zentralistische Politik, Leute kontrolliert, und der freie Markt wird ausgeschaltet. Zu der Motion: wir haben einen ganz anderen Approach, wir werden die Motion nicht mitstimmen, denn Herr Giberia möchte auf kurzem eine Interpellation über die Zukunft von Lützeburg. Da kommen Propositionen mit dran. Wir sind für einen Umweltschutz mit Determination und Verantwortung und nicht für eine ideologische Klimapolitik, sondern für eine, die wirtschaftlich und sozial vertretbar ist.